Hallihallo, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dragon Ball Xenoverse 2 mit einem gut gelaunten Michael, denn das Warten, das Offscreen-Training hat sich gelohnt. Bei Toyota, ich hab's geschafft. Die Frage natürlich jetzt, was habe ich genau geschafft? Sind wir es auf der Karte? Nö, noch nicht wirklich, aber erst mal ganz kurz hier zum Zeigen. Daten, natürlich, mach immer das Falsche, Entschuldigung. Erstmal Tasche, Objektliste. Was wir bald mal machen können, ist Shenlong rufen, also mal 6 Stern Dragon Balls. Ich bin langsam ein bisschen durch, wa? 6 Dragon Balls, so. Die Eier natürlich fehlt noch eins, logischerweise. Aber was ich eigentlich zeigen wollte. Ihr seht, ich habe mittlerweile ein bisschen gefarmt hier, war nicht allzu viel, ein bisschen. Wie kommt das? Ganz einfach. Ich habe diese verdammten Tests da vorne gemacht, und zwar alle 5. Juhu! Da waren es 4, sagen wir ganz kurz, hier Fortschrittstest, ich habe alle gemacht. Alle. Und mit dem Essen, ganz kurz auf diejenigen, die halt das gerne wissen wollen, wie man da am besten farmt. Am besten, wenn ihr das erstmal jetzt einloggt und denkt, okay, jetzt habe ich in einer Stunde 2 Zeit und so, soll ich ein bisschen Essen farmen. Erstmal überall ein bisschen rumfliegen zum gucken, wo gibt es etwas, wa? Zum Beispiel, ich hatte jetzt in einer Trainingssession irgendwo hier gab es was zu fressen, dann noch bei, jetzt haben wir ganz kurz hier noch, Teleport Station, geht's ein bisschen schneller. Dann hatte ich noch hier im Kame-Haus genau was. Wo es natürlich immer was gibt, diesem Bambuswald, beim Fisch zu in der Nähe, plus Namegebiet gibt es eigentlich immer etwas. Ja, hatte glaube ich irgendwie 4, 5 Sachen gehabt und dann habe ich es so gemacht, dass ich die 4, 5 Dinge eingesammelt habe, okay. Und dann gekämpft habe, zum Beispiel hier im Fortress-Test. Einmal und danach wieder an diesen 5 Orten gewesen bin und siehe da, die Items waren wieder da. Krass, wa? Also sobald ihr einmal eingeloggt seid, also muss ich so sagen, ja, die Items nach jedem Kampf sind die am gleichen Ort. Außen natürlich, ihr loggt euch aus oder ein, dann ist wieder alles ein bisschen anders verteilt und so. Aber während der Session, wo ihr eingeloggt seid im Spiel, tauchen immer wieder auf nach jedem Kampf. Und das ist natürlich geil und habe es ein bisschen ausgenutzt. Und die Tests. Und dann glaube ich erst später erklären können, weil ich glaube, jetzt kommt direkt der entscheidende 6. Test. Oder? Genau, den besonderen Abschlusstest ablegen. Warte mal ganz kurz, kann ich da... Was? Den Burger direkt nach Hause bestellen mit Fremden. Sehr guter Tipp. Gut, wir machen direkt einen Abschlusstest und ich zeige oder erkläre danach, wie ich es eigentlich so ein bisschen gemacht habe. Ein Fortschrittstest namens Super, wenn wir den gemacht haben, gibt's Potenzial freigesetzt. Ultimate Michael is in the ring. Wobei, wieso eigentlich erklären? Ich kann es direkt zeigen, wa? Genau, ich zeige euch hier, wie ich die anderen Tests alle auf Rang Z gemeistert habe. Wo der letzte davon, der mit Mr. Satan, Gohan, Videl, Gotenks, Buu und Thales, der war echt langwierig. So. Wieso ein paar an, nebst den ganzen Dragon Ball Super Charakteren, ich habe keine Ahnung. Also erstmal wie gewonnen, wie wir bereits wissen, eine 20er Plus Combo. So, bereits geschafft. Das war Schritt Nummer 1, die 20er Combo, die man innerhalb eines Durchgangs machen muss. Also nicht pro Gegner, sondern einfach pro Durchgang. Super Saiyan Time! Oh yes. So, danach, wie wir auch wissen, klappt sogar, mit so einer Spezialattacke an Gegner finishen, es reicht dann nur ein Kamehameha oder ein Gallic Gun und so, es muss nicht so ein krasser Move sein. Aber das eben bei jedem Gegner. Im Gegensatz zur 20er Combo, das mit dem Gegner, Transformation, das wir bereits gemacht haben, muss auch sein. Aua. Jacko ist noch gut. Du machst vor allem ziemlich viel Damage. Ich will gerne mal eigentlich ganz kurz mit Ausdauer wieder regenerieren. Wenn es geht, Kumpel, wenn du mich lässt. Oh, wo lang den hier? Entschuldigung. 10 times. Hätte auch klappen können. And times, oder times 10, was in Englisch sagt, ist mir scheißegal. So, das war der zweite.
Soweit so gut. Das sind mal die Dinger, die man so erwähnen kann. Plus, was natürlich auch wichtig ist, am Ende des Fights müssen noch über 80% der KP haben. Natürlich im besten Fall irgendwie mit den Heal-Kapseln auffüllen. Damit ihr noch den besonderen Abschluss mit links bekommt. Der ist auch ganz wichtig mit links. Weil je mehr Kriterien ihr halt erfüllt, desto eher erreicht ihr Rang Z, logischerweise. Aua! Broly? Böse! So, auch natürlich wichtig. Wow. Genau, das ist eines. Und dann, was ich... also generell geht es darum, dass ihr möglichst viele Kriterien erfüllt. Wenn ihr zum Beispiel wisst, ihr könnt eine bestimmte Kombi einsetzen für ein weiteres Kriterium oder was kann man sonst was alles machen. Und einen bestimmten Ultimate Move für eine andere Combo, natürlich vorangeflogen. Das ist natürlich auch alles geil. Was mir noch ganz wichtig war, vor allem im letzten, also sprich eben da, wo ich gesagt habe, mit Mr. Satan und so und am Schluss gegen Gotenks. Was dort für mich ganz wichtig war, war es die Mission unter 4 Minuten abschließen. Ich glaube, es muss nicht unbedingt unter 4 Minuten sein. Also ich hatte genau 4 Minuten, aber wenn es halt unter 4 Minuten macht, hat ein bisschen eine weitere Qualifikation, sag ich jetzt mal. Und das hilft schon extrem. So, jetzt muss ich den mal nehmen. Sag mal. Also verarschen, Alter? Ich bin ja der Powermeister. Offenbar nicht. Also nur dran denken, falls ihr irgendwie das Gefühl habt, ich erreiche einfach Rang Z nicht, weiß der Gucker warum, obwohl es genauso macht wie andere auch. Bei mir war es echt das mit der Zeit, also da unter 4 Minuten oder genau 4 Minuten, dann habt ihr das noch im Petto. Ich bin langsam ein Sackvirus. Final! So, müssen dann gewesen sein, wa? Bis auf die Zeit, denke ich, wa? Ja, doch. Was Rang Z? Die Kriterien, genau. Ah, hat jetzt viel Schaden. Seht ihr, weil jetzt rechts Wertungskriterien, da fehlt mir das Kriterium mit links. Mit links kriege ich nur, wenn ich über 80% der KP habe. Wenn wir Bios nicht so viel gemacht, weil am Schluss noch irgendwie Kapsel L nehmen sollen. Die Zeit war gut, wenn wir es nochmal so machen, wenn wir Plus mit links, müsste ich eigentlich Rang Z erreicht haben. Aber egal, ist auch nötig, denn wir kriegen die Fähigkeit auch so Potenzial freigesetzt. Willst du kurz Zerstörung werden? Nö. Ich meine, klar, du kriegst also fressen, weil du sonst Planeten zerstörst, natürlich schon geil. Und Bezahlung, ganz ehrlich. Obwohl den ganzen Tag pennen, natürlich auch cool. Du bist ein wirklich großartiger Soldat, so wie zur Elite unserer Schule. Jo, Mann. Wir haben es geschafft, Freude, ändere die Scheißfähigkeit. Super Saiyajin. Was? Kick aus 500, Alter. Hier kannst du nicht schnell aufladen als andere Modi. Freunde, es wird Zeit für Ultimate Michael. Und direkt mal gucken. Ja, das nehmen die 5 Tests. Eben hier war es wichtig, dass ich Zeitlimit 50 genau bei 11 Minuten habe ich dann abgeschlossen und deswegen noch als gehabten Rang Z erreicht. Punkte, vielleicht ein bisschen mit den Punkten. Wir können hier ein bisschen gucken, was für Punkte man genau braucht. Ich glaube, hier ist einfach dafür über 4000, über 6000, 9000, über 13.000, über 15.000, was vielleicht ein bisschen knapp war. Ja, seht ihr hier vielleicht? Hä? Meinen sind ungefähr gleich viele. Na gut, sind weniger. Hier bei 15.000 geschafft, hier nicht, deswegen. Wieso versuch's nochmal? Jetzt habe ich erklärt, wie es genau geht. Ich kann noch ein bisschen Fürschi machen. Fürschi machen. Ja, glaube Schweizerdeutsch. Kann ein bisschen Hinne machen. Ja, Fürschi ist Schweizerdeutsch für Hinne machen, also vorwärts machen. Bin gespannt, war. Alter, 500 Key kostet er mich. Zum Aktivieren vor allem. Na gut, warum nicht? Wo gehst du hin? Han, schon hier geblieben?
20er Combo will sie nicht, wa? Naja. 500, hey, Alter. Ist ein bisschen übel, wa? So, jetzt haben wir's. Jetzt geht's los! Das war alles? Da ist Transformation ein bisschen epischer. Kann ich ja frühen Schaden rein. Jo, die Key hätte ich. Mal gucken. Mann, ihr wisst ja, das war immer so ein bisschen das Problem. Wenn ihr irgendwie Gegner habt, die einfach zu nervig sind, die ihr nicht irgendwie schnell ausschalten könnt. Boah, macht aber Damage. Alter, geht die schnell hoch. Hast du gesehen, die Keyleiste, wie schnell die hochging? Ja, Jacko hat schon gesehen. Dann nochmal gucken. Ah, da geht die schnell hoch. Das war nicht nett, Jacko. Ja, komm schon. Hätte sein können, wa? Oh, Broly. Ja, der zieht natürlich einiges ab. Das hast du nicht so gemeint, Alter. Du gehst mir auf den Sack, Kumpel. Ja, Juppé, jetzt reicht's mir. Ich habe das Gefühl, das muss mir so kommen. Oh, ich habe ein bisschen durch die Gegend. Nur die 20er Combo nicht. Getroffen habe ich ihn ja irgendwie. Sag mal. Nix Porter Broly. Vergiss es, du bist ja nicht Porter Broly. Ich sag, du bist nicht Porter Broly. Lass den Scheiß, ja? Sauer. Gibt's was auf die Omme? Scheiße. Ja, da war zwar eine 20er Combo, aber nicht die hier rein wollte. Ernsthaft? Wow. Mal gucken, kann ich auch porten mit dem Zustand? Scheiße, kann ich porten damit? Was ist denn das für ein Scheiß? Oh nein. Aber was? Das war eigentlich das Gute daran. No Port for Michael. Scheiße. Das ist mies. Also ich hoffe, dass sie das noch ändern, Freunde, weil, sorry, aber das ist echt sowas von nervig. Leute, wie richtig leben doch eigentlich vom Teleportieren, vor allem mit dem Super-Move. Nehmen so Kamehameha, Gelligan sowieso prädestiniert dazu zum Porten. Mit dem Ultimate. Sag mal, ist klar, Virus, ich hab das verstanden, ja. Wenn mal den bisschen eingesetzt, obwohl ich ihn viel zu wenig machen weiß. Aua. Ich frag mich gerade. Nö, ich hab kein Payback. Ne, es hat doch kein Payback. Oh, ich glaube, jetzt habe ich bereits wieder 80% fast schon eingesetzt. Es macht schon Damage, also muss man schon sagen. Ohne Porten ist das so mies, ey.
müssen eigentlich über 80% gehabt haben. Potenzial freigesetzt, ohne Porten. Oh. Ja, da müssen wir nochmal angucken, Leute. You can do a lot better than that. Jetzt hätte er ein anderer, weil hat er vorher mit links. Oberer Combo-Kenner, ne, das war über 20, ja, hatten wir. Angriffstrefferrate über 80%, ja. Also TP über 80%. Ein Gegner besiegt. Letzten Gegner im transformierenden Zustand besiegt, ja. Letzten Gegner im Superangriff besiegt. 3 Gegner besiegt. Ja, weil wieder irgendwas falsch, plus halt zu lange. Naja. Jetzt haben wir gesehen, wie es funktioniert, war. Und wenn es funktionieren würde. Mein Tool mit dem Keylan ist schon geil, aber da ist der Move nicht mehr portet. Klar, du kannst den Gegner reinlegen und denken, ja gut, porte ich halt mal nicht, wahr? Weil mittlerweile, wenn die Gegner transformiert sind, weiß man ja, okay, das ist jetzt irgendwie KMH ein, okay, der will sich porten, muss er schnell hinter mich gehen oder so. Ja, geht natürlich auch, aber egal, machen wir eine ganz kurze Mission von Goku. Mustafa ein Training, du sehen möchtest, machen Lektion Nummer 3, das gibt uns das Super Kamehameha. Cool, oder? Potenzial freigesetzt, Ultimate Michael enters the Ring, tja. Ein klar, schneller Keylan ist immer cool. So sagst du extrem. Aua. Use everything I've taught you against him. Every single thing. And you know how to end the fight, right? That's all there is to it, really. Sag mal, kannst du mir mal mir Zeit geben, mich zu erholen? Geblockt. Hame. Sind relativ viele Abte gut. War der jetzt Genki Dama? Tatsache. Come on, I know you can do better than that. You trained hard, didn't you? Nicht so hart wie du. Hä, wieso kann ich nicht zurückschlagen? Das ging vorhin nicht. Mal ganz kurz Energiekapsel. Natürlich wieder voll die Defense durchbrochen. Ach, Goku. Was hältst du davon, wa? So. I don't think I have anything else I can teach you. Nuts! You really are incredible. It was a raging blast fighting with you. So, let's both get stronger and do this again sometime. What do you say? Ja, wo meine ich nicht, wa? Du Rang es wird angekriegt, wa? Das Super Kamehameha! Der Move soll, ich finde es auch verrückt, also in der Hinsicht verrückt, dass Super Kamehameha ein Ultimate Move ist, aber das 10-fache Kamehameha nicht. Ja, naja. Ich meine, klar, 10-fach ist schon stark, aber stärker wird und dann sag mir, was du drauf hast. Mich zu schlagen, eventuell doch keiner erlauben. Ja, der Ultimate Michael, der ist da. Tralala. Das ist die Verwandlung. Ich meine, diese Transformation, wieso kann man sich denn nicht porten, ne? Versteht ihr? Vor allem Potenzial freigesetzt geht natürlich für alle Charaktere. Natürlich das Geile. Das Modus kann Ki schneller aufladen als andere Modi. Natürlich die Frage, ob das der einzige Vorteil ist, ja? 500 kostet der, meine Fresse. Ja, ich meine, sonst große Zerstörung natürlich schon cool in alle Richtungen und so weiter. Muss man schon auch ein bisschen ausnutzen. Was sonst noch nehme,
Ja, wisst ihr, ich bin in der Hinsicht, was gewisse Aspekte anbelangt, ein Fan von GT. Da würde ich natürlich gerne drin belassen. Allerdings, muss man gucken, war und Fallen Kamehameha natürlich sowieso geil. Extrem mächtiger Move. Natürlich auch als Super Kamehameha eine gute Variation. Als 100-facher Big Bang Kamehameha, das dauert, wie ich finde, zu lange zum Aufladen. Das ging ja schon längst noch weg. Zum Beispiel im Cannon, der Move kann nicht geblockt werden, der ist, wie ich finde, eigentlich Pflicht. Also Gegner eigentlich mal schneller zu irgendwie zu blocken und dann, ups! Ja. Mal Ladung, Ermahnung und so freigesetzt. Ja, mal gucken, wie es weitergeht, war. Hier bei Dragon Ball Xenoverse 2, nächste Part werden wir bei Buu vorbeigehen. Oder denk mal erst trainieren, kurz. Ja, mal gucken. Nachdem natürlich noch bei Buu vorbeigehen, ihn füttern und dann mal gucken, was da mit diesen Zeiteiern geschieht, war. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Hey, Tomic ist auch hier, cool. Tschüssi.